Ja, wünsche einen schönen Abend. Gottes Segen. Wir sind da mit der Bibelstunde in die Richtung, was wir al 2 Abends hatten. Und ich möchte vandaag afsluiten met het thema Identität und Bestimmung. Und möchte die erste Sache noch einmal anreden, bloß zu sein, ob es klar ist. Und von daher würde ich wünschen, wenn irgendwas unklar ist, was nu, dass je dat sagen. Sind da Sachen von, das krijgt, wer bist du? Und wofür lebst du? Was nicht verstanden wird, da wird durcheinander gebracht. Dann würden wir dort vielleicht eine Antwort geben. Manchmal kann man auch als Versammlung eine Antwort geben. Wenn Sie das noch besser erklären können. Wenn nicht, dann möchte ich bloß kort even blijft geben von, dit krijgt wat wer sieht und wo lebt, oder waarom lebt, oder waarom zie ich auf diese Erde. Wir hatten beim ersten Abend von Identitätenbestimmung, das ist eine Frage. Das sind 2 Fragen, mit denen wir einstehen und sehen, dass Gott geplant hat am Heim, mit den Eltern, dass an jeder Kind an der nächsten Generation gesund nennt planten, omdat een kind opwast met de klaarheid wer zie ik en voor wat zie ik op deze wereld. En dan reden we daarvan dat Satan verzet zich krijgt door aan te slitje, dat we als oudere dingen doen en dingen zeggen, die onze kinderen aanzien maken en een wastum en een ontwikkeling en hoe ze aan deze wereld gaan. En dat is wat zo schwer is. Maar dat is eindelijk klaar wanneer man aan een vriend denkt. Wanneer we aan 2 exercitos denken, die willen zich bekämpfen. Jeder proeft dem anderen ergens wordt dan aan te komen dat hij schwächt wordt, dat hij zwakker wordt. Ja. Dat ergens wordt uit te vinden, waar je naar schaffen wordt, en dan wordt je een, dan wordt je een beetje gewinnen. En dat staat aan zijn ziel ook. Die kijkt naar die leven, die kijkt naar onze eigen, naar de families, die willen als jonge mensen en als oudere mensen ergens beïnvloeden dat we aanzeggen worden, wer zijn we? En voor wat zijn we op deze wereld? En dat is de schijn waar we kunnen als mensen aan deze tijd daarover reden, ons moed maken, dat het zo'n ovende heeft, hoe we einfach daarvan reden en proberen dat te erklären. Ja? Het heeft nog zeer veel en jeder mens wil dat vielleicht van een andere zijde zijn en erklären, maar de nood is zo groot dat we allemaal daar moesten daarover reden, wer zie ik en wens wat zie ik op deze wereld, waarom zie ik je boeren? Ik zei veel lang weer dat mij een beetje chiste. Ze helemaal, Gott heeft mij niet gevraagd of ik je boer wil worden. Nou, me preguntou, hij entscheidt dat en dan, Gott weet je weten, we hadden contact reden en dat entscheidt. Maar dat is bij ieder mens. Gott heeft dat geplant in zijn hart en hij heeft dat dus wie am Anfang zei, hij wil leven. Hij wil leven, hij wil zijn, hij wil opleiden, dat ieder mens. En dat wenn hij een mens je boeren laat, dat maken dat, dan heeft hij een plan met hem. En met dem mens heeft hij een plan en zijn groten plan. En dat beste beeld als gemeente. En wanneer hij een mens maakt, hij heeft met hem en zijn gemeente een plan. En met zijn gemeente heeft hij een visie. En hij wil die golf door mannen. Hij wil dat ganze wassen kan en sterker worden kan. Dan hadden we geredet van 4 levensstilen die sündhaft zijn, oder die niet sehr goed zijn, oder oprechtig zijn. En daar wil je de zund, en niet Sünde, de meerzaal zijn dan die zund. Nämlich nicht Gott gehorchen, oder von Gott sich betrachten und selbst entscheiden. Und dann kommt die Übertretung, und Ungerechtigkeit und Gräuel. Und das sind die Sachen, die uns das Leben schwierig machen. Und ich würde sagen, die Sünde kriegt mal auch ruhig mit Gott, aber auch nach selbst entscheiden, was bei Adam und Eva auch zu sein will. Ja, sie reden, Gott erlaubt uns alles so, aber bloß von dem Baum nicht. Dat is niet zo begrenzt als Satan dat verstellen deed. Waar het niet aan dat Satan door een vol stelt. En dat zegt ze zich nog her ook. Maar we willen ook met bestemmen wat goed en slecht is. En niet bloos op God vertrouwen. En dat is wat vandaag allemaal ons mensen ertroebelt. We willen zelfs ook nog zeggen wat goed is en wat slecht is. Niet bloos de Bijbel, niet bloos God. We willen ook nog wat, wie weet die ook wat. En dan treffen we entscheidungen die God niet aangelegd heeft. En dan tweede Mal, als we daarover reden, dus 4 Abend, dan reden we daar van dat
de identiteit is, we zijn tjenja van Elre, we hier in een familie, en we gaan noemen, maar we zijn ook, wanneer we vader geboren zijn, we zijn tjenja Gottes. Dat is onze identiteit, een kind Gottes. Dat is het heiße wat we schreeuwen kennen, wat man die nanen kan, mij nanen kan, kind Gottes, je hebt niks, hij zegt het, niks wist je het, niks ratert je. Maar we zijn in deze wereld. We zijn deel van deze wereld, we zijn een familie, we zijn een geboren. En onze bestemming is Elre eren en God eren. En dat je ook niet te tranen. Ik kan niet God eren en mijn ouderen niet. En ik kan ook niet mijn ouderen eren en dan ohne God. Dat brengt alles niet goede identiteit, niet goede stabiliteit. En ook mijn ganze bestemming is dan verdraaid dat ik wel falsch opwas. Dat is rots opwas. En Emma is dat, weet je wat van Hosea kapitel 4, vers 6, hoe hij zegt, en hoe God dat openbaren, dat zien falsch. Uit mangel aan erkenntnis, dat man niet weet waarom zie ik op de wereld en wer zie ik, vergeet mijn falsch. Uit mangel aan erkenntnis, uit mangel aan weten. Waarom is het? Ze hebben zich andere tegenwand. En ze hebben het leven toegeschreven informationen die ons weiterhelpen. En dat krijgt aanmidden zat aan. Je linkt dat allemaal water aan het oftelentje van de ware erkenntnis of van de ware informationen. We reden ervan dat een geschichte, zum Beispiel van een meisje, dat krijgt deze, wat God geplant heeft, de ouderen zullen schutz zijn voor de nieuwe generatie, wo die ihre identiteit schreeuwen en ook ihre bestemming erkennen, die ze voert, wenn ze zich verstemd hat mit ihrem Vater, en für dann ein Leben in Gefangenschaft. Wo wir dann die Schritte nacheinander von, dat auf eine Entscheidung, will das bitte machen, es wird fair, das bitte bedacht, wenn es ein Jahr sehr schlecht, und dann trifft die nächste Entscheidung, wie war da, wat freitert en so jente ständig an einem Problem am anderen an. Und manch ein Chan wie von uns selbst, wo wir einfach gewisse Sachen verloren haben von Gott. Und dann probieren wir allein da zu kommen. Und es ist bloß so erscheint, wenn Gott uns errichtet hat. Und wenn Gott an uns schaffen hat. Er ist ein Zeugnis davon, dass Gott mir einmal abgesagt hat. Und einmal gesagt hat, Marvin, ich habe was anderes für mich, als du von dir selbst läufst und dann in Richtung die ist. Ich möchte auch noch te laatst noch mehrere davon sagen. Und dann hat wir das andere Beispiel von Wut, von Oja, von dem einen Mann, der einfach Oja hat und ich fand, in dem ganzen fand ich feier wieder im Spanischen, der das ein klein bisschen breiter erklären, was Wut oder Oja ist, oder wo man das nennen kann und wo das sich entwickelt. Da ist einmal, das sind die Feier wieder, Enocho, Ira, Ravia und Furia. Das kann je vielleicht im Spanischen auch. Aber Enocho ist eigentlich so als Wut. Ja? Das Zorn. Was im Deutschen immer sagt, das ist dort. Und Ira, was auch gesagt ist, Richtung Wut, und was mehr verbunden mit, sie haben euer jene Person und was sie tut. Das ist ein Abweilen an uns, jen, was anderes und was uns nicht gefällt. Und dann kommt Ravia. Ravia wordt je verschieden ook gebruikt, maar dat is van Hochdeutschen her, wat je zegt, dat is Grimm. En dat woord wordt eigenlijk ook een beetje gebruikt. Einzige Übersetzungen sagen dat van Kain, als der Abel, als der zijn broeder dat maken wil, dat weet nog niet. Wo Gott dem sagt, wat is die? Waarom steht es drauf? Wat is dat voor een Grimm an die? Ein Oja, eine Wut, eine Entwicklung, vielleicht auch ein Hass. En dat zegt hij dem, waarom dat? Want die wil je niet die kop opheffen, vrij zijn. Wil je niet beter leven. En kein laat zich niks beroden. En God zegt nog te hem, wanneer du een rennetje was hast, dan kannst du nu abchecken. En wanneer du dit wieder deed, dan reken je met de zin lood verdienen der. En de wacht plus wat hij eenmaal kan nog niet lenen hebben aan jettet. En dan wordt hij dat terug vieren wat ze wil. En dat passiert het ook. Ja, dat hij nog dan dat uitvoert wat hij am hart had. Nämlich zijn broeder uitmaken. Maar God had hem verheven geworden. Niet nachher. Ja. En nachher fragt hij bloß, wo ist dein Bruder? Ja. En dan zegt hij, sollten wir die Mama abpassen? Das ist Oja und das Wort, das Ravia von einfach een uitbreidje van dat wat binnen is, om dat te doen, waar ik me geoord heb. En dat hielt zich bij kein ook zo, en ik geloof ook dat het bij Ravia deelwijs zo, dat hielt zich zo van, ik entscheid dat nog, en ik heb me entsloten. Ik wil dit doen. En wat, ik oor me daarop.
Dann kommt das Wort Furie, da sperrt sich mir so versteht das ist eigentlich ein Gefeile, ein Uitbreidje van wat dat je niet meer controleren kannst. En dat we dat dem Joy, wat dat feit mal die Geschichte vertelt van de man, aanstoppen, dat hij, ja, wenn es je bloßt hat, da hängt am, ja, dem Fuß of wat nan, der stehe ich uit en ze dem Geld frei, fliegt dem uit, en wil dem endlich verdammen, hij kann sich gar nicht kontrollieren. En nachher als Falle, fällt er taub, und dann am letzten Weg nicht leben will. Das sitzt selbst, was schleicht das, weil kann diese Gefeile nicht beherrschen. Und das sind Staupen in unserem Leben, sind alles Staupen von einer Energie und einer Kraft an uns absteht und wie das nicht mehr kontrolliert werden, wenn wir nicht selbst beherrschen können. Oder wenn wir nicht weiter, wer wir sind. Ja. Mir hat das durchgeführt an das. Seit ich anwart, wer ich will, was Gott mit mir fährt, für was meine Bestimmung will, dann kann ich mich beherrschen. Und das kann ich dann lernen. Nicht, dass das von einem Tag auf den anderen dann alle kontrolliert wird, aber dann lernt ich zu leben, wenn ich wisst, wenn es wird, ich auf dieser Welt sein. Und dann findet man auch, was Gott sagt, wo er will, dass wir leben. Dann finden wir dann meistens klar, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns Gottes Tau an, dann finden wir den Wahrheit, dass wir manche, was meint Selbstbeherrschung, was meint uns Leben, so zu lernen, dass dort auszuführen wird, dass Gott mit uns dort erreicht, was er verhaftet. Und dann, Paulus sagt das einmal sehr klar, gerade in Richtung von Worten von all das Beise, in Kolosser Kapitel 3, Vers 8, da sagt er, nu überlasst auch dort alles auf. Zorn, oder Wort, oder Euer, Weisheit, und Lasterung, schändliche Rede uit je Mühl. Und dann Vers 9, belegt jünt untereinander nicht. Da sie den ouden Mensch uitgetragen haben mit all seine Worte taub, en den nieuwe mens aangetrokken hebben, die ernieuwd wordt, van dag tot dag, die zegt hier, die ernieuwd wordt, te erkenntnis, nur dem, die geschaffen heeft. Dat is een zeer fijne vers. Dan zeer fijne 3 versen, wat Paulus dat fan uitreikt, dat nu alles te zien leiden. En dan, wenn sie hier ganz nie maken laten, en dan heeft je tot aan, die nieuwe mens, die wordt plus erneuerd. En ik verstehe daarin ja niet plus dat allemaal wat je noemt, als het wat oud dan wordt het zum Abend wat frisch, sondern dat het een ständig was, een ständig Maya niet van God. En beter in dem hand, hoe hij ons endlich handhaben wil. En dat heeft nog schijnlijk, dat maakt ons zeer wij, ons eikt dat wij, ons stolz, onze plannen, onze gedanken, hoe we niet willen. Hoe we ook allemaal wat, ik erleef dat in mijn leven, vele malen, zijn, nou, ik wil ook nog maar een beetje entscheiden. Ik wil ook nog maar niet bloos aan mijn hartje. Niet bloos aan mijn hartje. En dat is ook wanneer dat een vrede met God is en wie werkelijk God leven, dan is dat veel vrijheid te entscheiden. Maar dat wordt entscheiden ziet allemaal dan wat God eerder deed. Dan is dat geen los, dan is dat een brief wat God ons gegeven heeft, nu we bijna leven kunnen, namelijk erneuerd worden in dem beeld aan, in dem die ons geschaffen heeft. En wanneer we dat nemen wat we am Anfang hadden bij deze vaar, da bij deze ovende, Jeremia kapitel 6, vers 16, Gott, op jene wei mal nap, en op het ritzungen, stelt je aan en vraagt mal naar dem rechten was, naar dem was van zeen, naar dem was van de waarheid, naar dem gouden was. En wanneer je dem vindt, dan Gott daarboven. En te laat staat er, wat Jeremia zegt, aan demzelfde vers, aber je zei, wie willen niet. Zo wie dat valt dan, Israël, en zei, wie willen niet. En bestemd kan je dat zelfs ook. Ik kan dat mij allemaal, ik wil niet. En ik wil nog een deel daarvan vertalen, besonders bij de Staatsentscheidungen, wo het leven dan een ganz andere richting neemt, als man gedreamd heeft, en als man zelfs wil. En dat is hard, dat met God erleven, dat is manchmal zeer hard. Wenn je dat direct entweder God zegt, du kommst nu, en je hebt een plan, oder du hast in één was. En God geeft immer de vrijheid. Dus ik zie dankbaar dat hij mij dan mal aan een situatie aanführt, wo ik werkelijk kapiert, God is werkelijk krachtvol, en hij kan alles. En hij kan mij ook aan angst aanjagen, en aan eigen aanjagen, hij kan, wanneer hij niet met geduld en leven arbeidt, dan kan hij ons bis ganz twee maken, wanneer we niet hard zijn. Maar hij laat de vrijheid, dat we te laat allemaal nog entscheiden kunnen. En bij Satan is gekomen, om ons van dat was te leiden, dat we dat niet leven, dat God wat goud het veraf. Wat we am Anfang allemaal zeiden. God zegt, du sollst leven, dat zijn leven.
Dat is een leefstijl. Ik wil leven, ik wil dat die leven volop hebben. En deswegen zie je komen, dat Jezus zegt, omdat hij dat schaffen kan en dat jeder mens dat erleven kan, die dat wel, die dat ziet. Die dat niet zegt, nee, ik wil niet, sondern hij zegt, ja Gott, ik wil. En dan schafft hij aan jedem einzelnen ganz verschiedene Orte, aber hij schafft. En Satan is een lener, aber am verstappen. Ja. Hij is immer, proeft hij zich te verstappen, aber ons on te legen. Hij is een hechler, aber manchmal sehr direkt. Ja. Ons wil wat verhechelen, en Satan is een vervierer. En dat met grote last. Ja. Met mucho engaño, met zeer veel tricks die hij zelfs uitgearbeitet heeft. Maar God heeft ons alle bereitschaft gegeven om dat te erkennen en de standhaft te blijven en dem te widerstehen. Wat we dan ook gelezen hebben, ook uitgelegd hebben van Epheser kapitel 6. Met waarheid aangesneld. God is gerechtigheid eeuwig gestreept. En ganz klar, om geloven te leven met wie Satan zijn tricks alle kunnen uitlachen. Niet maar te zien schuiven, niet maar zeggen, nou, nu laat ik niks, sondern doodmaken. Paulus zegt, dat we die vellers uitlachen met geloven. En dat is dus wat zeer schijnt dat God ons zo uitgerust heeft en ons ingegift heeft. Dan mocht ik vandaag nog eenmaal wat over vloeg en zeeën. Er zijn meerdere vragen ook gekomen van wat is werkelijk vloeg en wat is zeeën. Ik val me er zelfs manchmal wat omheen. Wat vinden we dat brukt man werkelijk? En ik mocht nu van een ander zien dat eenmaal een klein beetje beluisteren wie hij zegt dat vloeg zijn, als het vloeg van de Bijbel, dat is valje van zin. Valje van ongehoorzaam. En dat zijn schuldbrengende, dus lastimar, ja, ons beschoden, ons hinderen. En ganze familiemasters, situationen waar een ganze familie verleeft, oder binnen leeft, oder eine ganze Gesellschaft, aber die schädlich sind. Die werkelijk zinhof zijn, dat zijn niet dat leven verder, sondern de dood, oder de verstierung, oder de spulung. Ja, dat zijn Flüsse, dat zijn lasten, oder levensorten. Die sich in onze Gesellschaft oder in unserem Leben entwickeln. Oder wir haben ganz Einflüsse von der westlichen Seite. En Fluch im biblischen Sinn sind als dort, was nur die Sündchance ist, von Gott los sein. Oder von Gott, ohne Gott leben wollen oder selbst entscheiden. Und dann nicht unbedingt die Sünde, die wir tun, sondern diese Einstellung, etwas nicht Gott gehorchen. Und für mich ist das beste Beispiel, die Sünde, zum Beispiel, wenn ich lede, ja, das ist nicht dort, was den Fluch bringt, sondern ich dann bloß Gott sagen, ich tue, was ich will. Und meine Entscheidung am Hort ist, am nicht gehorchen. Wenn wir ein Beispiel nehmen wollen, von, wenn wir Kinder sind und Eltern haben, wir tun vielleicht mal eine kleine Sache. Aber die Haltung von, ich will meine Eltern nicht gehorchen, das ist die Sünde. Das ist der Trouble, im Vergleich zu Gott. Das sind nicht so sehr viel die Sünde, die wir tun, und lehen und stehlen und Gedanken haben, sondern das an mein Hort eine Anstellung, ohne Gott zu leben, nicht Gott gehorchen, selbst weisetje, selbst bestemmen, was gut und schlecht ist. Und das ist, wo Gott sagt, das ist Sünde, wenn du verfehlst dein Ziel. Ich habe dir gemacht, dass du mir gehorchst, dass ich dich führen kann, und du entscheidest, ich will selbst bestimmen. Du kannst mich segnen, ich will auch mit sehen, ich lebe die Segnungen von Gott, aber ich lebe die nicht. Ich will nicht mit dir Gott. Aber wenn du mich segnest, das wird mich sehr frei. Das sind sehr viele Einstellungen in uns Christen. Wie mehr je dat, wat gouden wat Gott alles geeft, aber ans ganze Gott geben, fällt uns schwach. Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnt habe, aber mir hat das ungefähr 2 Jahre gedauert, wo Gott mir einmal sagt, ja, die ganze Hand. Und kann mir einmal das Satz. Das ist ein Satzbrücke, wo ich sage, Gott, hier, du mit mir, was du weißt. Ich gebe ab. Ich will blisten, was du weißt. Ich hatte einen Kampf, ich lebe wieder ungefähr 2 Jahre, was ich den Satz sagen kann. Von heute. Auf mich viel gekostet. Wenn ich Angst habe, ich will dann nicht mehr weiter, was mit meinem Leben passiert. Und Lothar Chan, na, das kriegt fehlt uns alle. Das ist uns fehlt. Dass wir mal endlich nicht mehr weiter, was mit mir passiert. Nämlich, Gott wird mich führen. Aber das wollen wir nicht loslassen. Wir wollen selbst bestimmen, wir wollen weiter, wohin geht das. Und was will ich verdienen, was will ich kennen, wer wird mir in der Stadt, all das. Ja? Und das ist, was onze fehlen dat. Ganz Gott gehorchen en Gott handgeven, horchen wat zegt en dan gaan. Dat handelen, dat zaaien, dat
Abgabe übernehmen. Und ich möchte einmal noch, was mir geholfen ist, eine Schöpfung können, einmal nochmal am Anfang. Und damit ein bisschen wird Gott mit dem Mensch, als der gesündigt hat. Und das geht noch Mose Kapitel 3. Wenn je da abschließen wollen, in Mose Kapitel 3. Wil je Gott met een mens aan? En wanneer we aan vloeg denken, en aan zeeën. En wanneer we dat beeld weer behouden, ver we dat lezen, ver we daar aan denken. God zeeën den mens, als hij dem gemaakt had. En ze zeggen, we zeer goed. En hij gaf den zeeën. En hij zeeën zijn ganze Schöpfung. En als de mens aangehoorzaam wordt, wat deed God dan met de mens? Wanneer we aan vloeg en aan zeeën denken. 1. Mose 3, Vers 9. Wat zegt Gott zum Mensch? Seine erste Frage ist, wo bist du? Und das ist eine lebenswichtige Frage. Wenn wir an Identität denken, wer bist du? Dann ist das vielmal verbunden mit, wo bist du? Und Gott fragt Adam, wo bist du? Verstehen? Sagt er, ich hier die kommen. Und ich weiß, was das bedeutet. Gemeinschaft mit dir. Er sagt das doch nicht so. Aber ich verstehe ihm so. Aber er sagt, ich hier die da kommen. Ich hier die rüscheln. Einzige, was er gesagt, ich hier das die Schritt hier da kommen. Und dann versteht er mich, wenn es sie nackt ist. Und ich schäme mich. Und ich weiß, was das schafft. Mit die Gemeinschaft hat, die schämt mich sicher. Adam wusste das. Nu is hem Gott, weil die Gemeinschaft bloß ich kann nicht. Und ich habe was mich von dem aufschreit. Dann sagt er, ich gehe und jeden verstoppt mich, wenn es sie nackt ist. Vers 11, wer hat die dort verteilt, sagt Gott. Wer hat die Sünde gesagt? Und fragt dann 14 Jahre an, bevor Adam antwortet, hast du jetzt? Wie wurde vandaag gesagt, hast du getan, was du nicht tun sollst? Und der Mensch antwortet dann nicht ja, sondern bestätigt das, aber er schafft das mehr mit der Gesellschaft, nimmt andere mit nennen und sagt, der Mensch, dem du mich zur Seite gestellt hast, der nahm und der gab mir und dann eitet. Er sagt das ganz klar, er hat auch gegessen. Aber er sagt nicht zu Gott, ja, und das ist ein Trouble, sondern er sagt, dem du mich zur Seite gestellt hast, der gab mir und dann eitet. Und dann warnt Gott sich die Früchte nach Eva und sagt, was hast du getan? Und der sagt ganz früh und ob, der Schlange hat mich betrogen. Der Schlange hat mich hinter das Licht geführt. Und das erkannt sie. Sie erkannt, dass sie voll ist. Oder dass sie das nicht sein hat, was sie verhält. Und das ist, was Satan ständig steht. Und das ist ein Wort, das ich auch allein mal sehe. Verführung ist, du wirst das nicht an. Ja. Versuchung wirst du an, wenn es das interessiert, dann lass dir die was fern, bitte die was, da führt die an, wo die das interessiert, omdat du eine Sünde bist. Aber eine Verführung, da war wir nicht an, wenn es ein Mensch hingeht, und wir erst nachher an, der hat mich angelassen. Und mit Satans Kreuze. Und Eva sagt das ganz klar. Und dann sagt Gott plötzlich zu der Schlange, willst du getan hast, oder was du getan hast, dass du verflucht sein. Und ab ihr Gruppe, er sagt erst verflucht sein, und ja allem Vieh, und ja alle Tiere. Und von alle Tieren, oder und ja die Tiere, dass du verflucht sein, und ab een Bockgruppe een staf fritten. Al die dag van die leven. En wat mij daar opvalt is, dort haben wir das erste Mal den Gedanke von Fluch. Gott verflucht die Schlange, nicht den Mensch. Und das ist, was sehr wichtig ist, was wir erkennen müssen. Dat wenn wir von Fluch und Sehen reden, dass wir nicht uns das anbilden lassen, auch nicht von Satan, auch nicht von unseren Depressionen oder von unserem Leben wird, den wir viel mal haben. Gott hat uns verflucht. Er hat uns nicht verflucht. Er hat das, was wir einmal geredet haben von Fluch von Gott. Wenn er sagt, verflucht ist der, dann sagt er immer, was dort tät.
und hat niemals ans Menschen verflucht als Menschheit. Und wenn wir dann wieder lesen, dann sagt er, verflucht soll der Acker, wens die zijn, der Adam. Der Acker wordt vervlucht, der Erde wordt vervlucht. En niet de mens. En doordat wordt dan, dat wat ons Nahrung brengen zal, de mens Nahrung brengen zal, wordt terecht een vloek, terecht een straf, een valje van mijn handelingen. En wanneer we dan de geschichte nog wonen van Israël, dan wist dat allemaal wat daar. Wanneer Israël aan dem land, dem God den Nen viert, dat land niet richtig behandelt, dan is wat dat land dient ook uitspelen. Krijgt es de veldje alle uitgespelen heeft, dat je besiegen deed en dat je dat land kocht. Want je niet waren meer harsje en wat je toch ook uitjogen. En dat is allemaal verbonden aan het leven met hier op de aarde leven. Want we zijn hier geboren, we leven op de aarde. Maar we als christen zijn bergen van hemel. En dan heeft God zijn falsch allemaal klaarmaken gewollt. Je zijn mijn falsch, maar je zijn wat bijzonder in deze wereld. En de andere zullen erkennen dat ik God zie. En dan worden dus ook mij toewanden. En Israël heeft dat allemaal voor zich genomen. Wie zijn dat falsch en wie had de aarde en wie had dat land. En dat erkennen we bij ons, maar niet ook zo erg stoot. Wo we gaan komen, verzetten we ons af te zonder. Want we zijn bitter. Je weet, systemen functioneren ook niet, wanneer we ons worden met alles vermischen. Maar deze aanstelling van anderen zijn slechter als we, dat is ständig ons trouble, wanneer we eerst God kennen. Dat is met gemeenten, dat is allemaal het religieuze leven, wo we dan ons beter leven, wens we krijgen zenuwen van God. En we hebben al erkend wer we zijn. En dat führt ons helemaal te stolz. En we zullen allemaal klaar hebben wer we zijn, en we zullen ons God gaan. En dan de bestemming zetten, voor wat heeft hij ons gemaakt, wat leven we hier, en dan door verleven. Het andere is, wat hij door met nennt is, dat de mensheid endgültig begrenzt is. Dus dat alles begrenzt, hij zegt, je wordt gestorven. Je wordt wat te eerd worden. En wie daar, Lothar, waar we dan nog aan, dat God zei, dat is allemaal charta. Ja, dat alle van ons mensen nog leer zat. En dat passiert door een zinvloed, in die tijd. De mens moet erkennen, in die tijd, dat een halve waarheid slimmer is als een leeuw. En dat mag ons zeer uitmaken door te checken in ons eigen leven. Dat is een halve waarheid. Ja. Wat mensen wat vertalen, van mensen wat vertalen, zaken met wat drijven in richting, en niet de waarheid zeggen, dat breng je manchmal veel meer schade als direct een leeuw. Een leeuw wordt manchmal eher erkend als een halve waarheid. Dat is een halve leeuw. En het jaft het eindelijk ook kost, een halve waarheid. Maar deze mischung, dit halve prouwe, christ, een dag niet christ. Rein het muil, een dag niet rein het muil. Rein het hart, een dag niet rein. Dat is wat ons trouble brengt aan alles. En we verleren zelfs de erkennis, de klaarheid, wer we zijn en voor wat we bestemd zijn. En brengen dat eeuwen naar de eerste generatie. En dat is wat deelwijs ook een vloeg is. Dat zijn ongewoonheden, leren, die we metnemen van anderen en leven dat richtig. Dat is goed. Net je al met eentje man hadden we reden van vloeg is en bloot, zei je eentje. En mij viel dat dat we tjanig van vrije ook, we de Latino's standje, die wat eigenlijk in Zuid-Amerika werkelijk thuis zijn. Wo we zeggen, nou, die want die stelen, dat is in bloot. Dat kunnen die einfach metnemen. Ja. En die wat zeggen dat je het metnemen en dat leggen laat en dan vallen die schuldig. Dat is niet in bloot. Dat is in dem falsche precht. En zo hebben we niet ook zaken, die zijn niet in bloot. Die zijn plus, die hebben we geleerd, wens de meer het dat. En we leven dat goed. En vandaar broek we de richting van God, wat goed is, of we Mennonieten zijn, of we witte zijn, donkere zijn, of wat we allemaal wie zijn, we broeken de Bijbel, en dan moet je zeggen, dit is recht en dat is falsch. En wanneer we willen, dan recht gaan staan, en dan zullen we een liedje waschen kunnen. En dat mag ik nu betonen, krijgt met hem dat, als het mal van identiteiten en bestemming van de ogen, God wil dat we in het liedje waschen kunnen. Dat grootlijnig, en hoogtijds zeg maar gradlijnig, dat ons was een liedje was is. En het leeft dat zegt hij krijgt dat we einfach dan nog checken. Hoe is de goud dat was? En wanneer we dan vinden dan goed te boel. En Israël zegt wie willen niet. En wanneer we naar de zinvloed checken, valt me op en blijft op vloeg.
sehr interessant, ich habe das noch einmal bei diesem Vorbereiten um frisch wichtig geworden. Und wo sagt, und das ist in 1. Mose 28, wo ich auch wel het abschlossen und dass ich das selbst auch wieder studieren, Lothar. Das ist von 1. Mose Kapitel 28, bis 22, die Phase möchte ich brücken. Und während je seht, möchte ich vertellen, dass als je die Sintflut passiert, je hebt je alle in je water. Und dann, als dat eerst alles was, en Noah wanneer 3 plak vindt, dan laat hij Tieren uit, nu gaat hij zijn aanwijzingen. En dan maakt hij dem een altaar. En ik versta daarin, ja, hij beet God aan. Hij biedt wat en wat God aanbidden, van God. En dat zegt het in vers 20, 1. Mose 28. En Noah biedt dem Herrn een altaar, en hij nam van allem reinen vee, en van alle reinen veel, een brandopfer op dem altaar. Ik versta daarin, ja, dat we bloos God dankbaar, de loof God, en wat hij alles hinter zich hat, kann man sich nicht mal verstellen. Al dat mensen hier schreien, wat dat uitzingt, zijn ene verwanten, bekenden, alle Tieren, alles dood, alles. En na dem, lang wachten, wat dat moet recht wordt, wat dat je recht voorbij is, wat dat eerd hast, en dan God opferen. En dan vers 21. Dan zegt dat in als de haar ritje deed, den wohlgefallen Geruch, dat is een geruch wat hij zegt, dat mij goed. Dat riecht God van dem Opfer. Ik verstehe dat niet ganz, want ik kan niet opferen met ritje. Ja? Maar hij zegt, dat riecht zich goed, dat we voor een goede geruch. En einzige Übersetzung sagt, dat is een bevredigender geruch. God zegt bloß, wow. Dat schijnt. En ik versta er, ja, die beet mij aan van harte. Die zijn ganze hart, schijnt hij mij. En dat gefällt God. En dan zegt hij, de Herr zegt aan zijn hart. Hij zegt hier nicht te Noah. Hij zegt aan zijn hart en zegt, nicht noch einmal, weil ich den Erdboden verfluche. Dus dat is sehr opvallend voor mij. Hij zegt, ik wil de Erde nicht nochmal verfluchen. Wens de Mensch. En dan zegt hij hieran, wens de Mensch zijn ganze Denken en zijn ganze Welle erst von Jugend an weiß. En nicht noch einmal, weil ich alle Lebende schlonen, so ich das getan habe. Vers 22. En van nu an, alle Tage van de Erde, soll nicht abhören. Uitzoot en Ernte. Frost en het. Sommer en winter, dag en nacht. Mir hat sich das so, hier wird aus einer neuen Administration angefangen. Ein neuer Haushalt. Gott sagt, nu wollen wir anders handeln. Und ich will nicht nochmal einen Fluch sprechen über die Erde. Als wanneer dat terugnimmt, als wanneer sagt, nu wil ik anders zijn. En wanneer we daar wieder zeggen, mir fällt das bloß ab, ich möchte Ihnen das sagen. Weil er dann zeggen, bet ans hart Gott an. Und ich bleibe auf diesem Punkt, nur als Invloed. Hat Gott gesagt, wer mich anbetet, den will ich sehen. Und wer andere anbetet, der lebt in einer Last, in einer Verwirrung, und wird nicht weiter, hoe hij leeft, wird nicht weiter, wie hij ist. Wens dat Leben ist bloß an mich, und das ist mich. Und wenn wir dann wieder, würde die Geschichte noch gehen, ich habe ein klein bisschen von Abraham und so, da ist der raubt Abraham, und sagt, ich will die sehen. Und dann sagt er, wer die sehen, der wird gesehen sein. Und wer die verflucht, der wird verflucht sein. Da trifft er mit dem Menschen eine Entscheidung und sagt, nu wird es sich entscheiden, wo der Mensch lebt und wo der Mensch meine Kinder behandelt, mein falsch, und dann wird es sich entscheiden, wo der leben wird und was ihm passieren wird. Das wird ganz frisch, wo Gott einfach sagt, ich will in einen anderen Ort die Menschen klar machen. Und so erwählte Abraham, so erwählte sein Falten, dann sagt er sich an, dass er sie einkommt an diese Welt. Und das hört sich manchmal meistens, wenn der andere Falsche lässt alle Tage und sagt, das was ich will, ich mache meinen Plan rein, damit der Radar kommen kann auf diese Welt. Und dann hat das bloß zügig, und das kann dann 100 Jahre sein. Und dann hat das immer diese Richtung, vorbereitet für Jesus. Vorbereitet, dass Jesus kommen kann und dass der Radar kommen kann, wenn sie die Menschheit sehen und er will die Menschheit rausholen, aus der Last und aus der Sünde, die sich immer war verführen lässt vom Satan. So wird sehen, eine rechtlich machtvolle Kraft,
die heilen dat, die rennen dat, die opbouwen dat. En dat is wat zijn is. Want God zijn, dat komt heilende kracht in die leven. En in je zaalschaft. En je mende. En wanneer we in het Nieuwe Testament kijken, dan is dat verbonden met loven en prijzen en danken. En ermutje. Uit dat ere. Ja. Ja, dat vom Spanischen her, viele Leute heeft dat te bendecimos, Señor. En in Duits sagt manchmal, ist das richtig, wenn ich sage, Gott, wie sehen die? Wenn es von Amt an te sehen. Aber das ist verbunden mit het loven, aanbidden. Gott, wie geven die alles? Ja. En die juist alles. En die raadst ons, oder die vierst ons. En ik mag dat zeggen, die sehen, die Gott die entscheidet dat als, wanneer die Gott loofst, wanneer die Gott an Gott gebunden ist, en die dem loofst, en dem eerst, dan is het richtig zijn. En dat wil God een familie aanvieren, en een familie leven. En God verspreidt dat hij wat ganz door zijn. En wanneer we zijn zijn, dan bouwen we fresh op, wat bij Adam en Eva 2 is. Als Adam en Eva selbst entscheiden, dat dan broken Beziehungen twee. Nämlich Beziehung zu Gott, Beziehung zu sich selbst, wo sie nicht mehr weten, wer sind wir, und Beziehung zum Nächsten, und so auch Beziehung zur Natur, ja, zur Umgebung. Und dort, wenn du die Gott handjährst und ein Anbeter warst, dann fängt das alles an sich zu restaurieren. Das ist ein neues System, was du dann lernst, was wir dann lernen. Nämlich, war Beziehung zu Gott bringt uns eine Beziehung zu uns selbst, wie weit wir uns wer wir sind, wofür wir bestimmt sind, wofür wir leben wollen. Wie weten wer de nächsten ist, wir leren dem nächsten leven, wir leren Gott leven, wir leren ons leven und wir leren de Umgebung leven. Dat fängt ganz frisch an, von dort, was Gott damals verhält. Und dann schrieb ich das so klar sagt von Paulus, von Jesus. Ja, Paulus sagt, die wären mal dies dann ist, nu sind die Licht. Jesus sagt, die sind das Licht von der Welt, die sind das Salz von der Erde. Und wenn das nicht ist, ist nichts anderes. Und wenn du nicht Salz bist, wenn wir Christen nicht Salz sind, dann ist kein Salz. Das ist jederhaft nicht. Und wenn wir nicht Licht sind, dann ist kein Licht in dieser Welt. Das ist alles dies da. Und das, was Paulus sagt, wir wären vorher Licht, dies dann ist, und nu sind die Licht. Und Jesus sagt, die sind das Salz von der Erde, das Licht von der Welt. Und Paulus sagt dann hier in Epheser 5,8, leeft nu und wandelt am Licht. Und wandelt aus das Licht. Und ich möchte ein Beispiel bringen hier vandaag mit der Richtung von wo Gott Richtung macht, oder maken wel. En ik heb Johan die vraag van mij helpen van een zijn plie, dat Gott een Richtung geschaffen hat, eine Richtung abgestellt hat. Das ist ein Plomo. Wie sagt ihr in Spanisch das Wort von euch? Das ist Plomo. En ik mag dat Beispiel brengen, het heeft mal weer gebruikt. Doe je nog iemand nemen? Alle delen het op, zit je. Ik heb hier veel van een gradlinie het leven je redt. God heeft een plan verdiend voor mij. En iemand heeft mal gebruikt, dit is een zengplaat, dat is voor een constructie dat de wand licht wordt. Nu zie je dat niet zo zeggen, van wie ze dat werkelijk bij een wand, bij een buur is, of bij een muur. Maar dat Beispiel wat we alle wat sehr fijn eruit komen. God heeft voor ieder mens, voor ieder baby, voor ieder kind, een klaar en wijze plan. Hij zegt, du sollst leven, en dan heeft hij al een plan. En Satan verzegt dat terwijze sarre, dat het kram maken en schrots maken. En dat Beispiel wat ik vandaag wel is, Satan komt en loopt aan, ohne dat dat kind dat geld maakt, en stelt het schrots aan. En dat kind, dat de mens, dat leeft, hij buurt zijn leven met de ervaringen van ouderen, wat hij dan aan de teenagerjaren leeft, hij buurt zijn leven op. En kijkt, en dat leven stemt. Met deze richting. En hij maakt dat niet. Dat Satan dat in je wat verschoven heeft. Wenn dat passiert dit, dan passiert Jan. En dan is dat niet klaar. Dat er al wat vertrokken is. En ze buiten, zijn ervaringen bij zijn leven. En dat is groot. En een groot deel van ons leven is dit passiert. Onze ouderen, onze gezelschap, heeft manchmal Sachen angepresst, gesagt.
die ons leven niet licht hielden, sondern ons aanzeggen maken met hem wer sie ist. En dan leven wie weten wer wir sind. Aber wie macht ihr dann, wenn wir non wissen, irgendwas stimmt nicht. Entweder wir kommen mit unserem Wort nicht klar, oder mit den Versuchungen in der Welt. Wir kommen nicht klar mit gewissen Menschen, die verletzt uns werden, und dann wir dem zu sehen. Manchmal hat uns Vater, unsere Ma, oder die Gesellschaft uns dort gelehrt, und die wer schlecht lehrt, macht es diese oder so. Die kennen bestimmt noch die Zeiten, wo in unserer Kolonie dann sehr Schlägerei gab, Schach gab. Viele Verletzungen sind auch dort passiert. Aber das ist so gut wie dann miteinander an. Und das büht ab. Und nicht jeder das ganz klar sein. Das ist ziemlich groß, oder? Und wenn wir das mit anderen bühen, fällt es an. Und irgendwann erleben wir so eine Sache in unserem Leben. Wir stürzen ab. Es sind manchmal Depressionen, es sind manchmal Frustrationen, wo wir abgeben und sagen, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und das hat sehr viel mit unserem Anfang zu tun. Dass wir in so einer Kindheit nicht erkennen, wer sie ist und für was soll ich leben. Und wie seht ihr uns unseren Weg. Einige schmieden sich eher noch Geld, leben Geld. Andere noch andere Süchte, wo sie ihr Leben ihren Körper verstieren. Und viele von den Sachen, was wir Sünde nennen, sind nicht die Sünde, sondern das gottlose Leben, was wir führen, wenn wir sicher an unseren eigenen Weg, weil irgendwo Licht kommen oder irgendwo Verlängerung kommen. Und dann schauen wir noch Menschen, wo das Mandat, wo ich Jana klar, wo ich klar komme, was sagt Jana von mir, dann will ich mir die Richtung anstellen, dass er von mir viel hält. Und dann hat das Bad eine Gemeinde genannt, dass wir dann immer noch nicht erkennen, was wel Gott, wer sie ist. Ich komme und laat mich Tafel, laat mich eine Gemeinde nennen, aber immer mit dem, was denkt ihr an mich, und wo wat het zijn, en wo kann ich mich beibringen, dass ich wirklich auch angenommen bin, wenn wir schreien dann an, wenn wir nicht weiter, wer wir sind. Wenn wir erst weiter, wer wir sind, dann brauchen wir nicht ständig gelobt worden und angenommen worden, sondern wir weiter, für was wir hier leben. Und wir gehen dem Weg, mit viel Liebe, mit viel Wahrheit, Handgebung und Demut. Und wenn wir Fehler machen, wir bleiben an der Wahrheit, wenn wir das bekennen. Wenn wir Fehler machen, auch wenn wir Sünde tun, wir sind dann nicht für die Wahrheit bitte. Wenn es ans Gott geht, wir wollen Gott anbeten. Und dann bekennen wir die Sünde, wir werden durchsichtig, die Menschen können sehen, dass wir wahr sind, wir sagen das, was wir tun haben, wir stehen nicht an der Schuld. Und dann fängt uns Leben wahr und Licht zu werden. Und Gott versucht dann dort Hand zu kriegen, was er von Anfang an mit dir und mit mir geplant hat und mit der Gemeinde. Und da möchte ich Dankeschön, ich will das bis handleihen vielleicht auch. Da möchte ich eins von meinem Leben vertellen. Ich habe al gesagt, dass ich nicht viel von mir hält. Und das hat mich geprägt. Ja, ich hält nicht viel von mir, wenn ich das Schrotz hat. Ich habe mich einmal gefragt, wer sie ist und zu was sie ist. Und wenn man mich von jung gefragt hat, wer bist du? Und ich vielleicht gesagt, ja, dass ich ein Geist sehe, ich hätte die Familie, aber ich wusste ich nicht. Aber innerlich, wenn ich mich bekenne zu meiner Familie, schämt ich mich immer. Ich will nicht zu der Familie hier. Wenn es das wäre, bei uns hat sich das entwickelt. Mein Vater hat das immer so und gesagt, wir sind mit dir. Ja. Und da hast du keiner noch uns. Und wenn wir nicht würden sein, würde sich auch keiner abreden. Und das prägt. Ja. Und ich sage dort aus, was wir vielmal Fluch nennen, was wir als Eltern an unsere Kinder wiedergeben, wenn sie sagen, das ist nichts mit uns. Und das prägt uns von klein. Mir war das mal klar. Ich lebe dann al 24, vielleicht sogar 28, wo mein Vater mal war so vertalen deed, dan met eens, dat was een movie voor mij. Nou, dat hield je al van 7 jaar. Dat we nog staan, en dat de andere mensen al slecht zijn. En dan moet je met eens, van dat komt mijn denkje. Wens man heeft mij ze geprägt. En wanneer du ook zo opgewassen bent, dan neem dat ernst en zie dankbaar wanneer je dat zit. Mij heeft dat dan sehr veel geholpen. Als ik mij dat opmaak, dan kan ik mal endlich antworten met wat ik aangunnen kan. En dan heb ik veel in mijn geschichte nooit gezien. Wat wil mijn leven? En dan word ik aan. Ik heb veel situaties erlebt, wo Satan probeert dit krijgt immer steut te houden. Dat ik van mij niets hou. En dat ik niet klaar zie wie ik zie en voor wat ik bestemd zie.
En eine Begebenheit, die sich an mir stort entwickelt, da. Wat mir dann viel geholpenhaft andererseits, aber andererseits auch ein großer Schlag war, das wäre seit 13 war. Dann spielte ich einmal mit einer Flint, mit einer Schrootflint. Und mein Bruder hatte gelot. Und ich wusste das nicht. Und mein Bruder wird ziemlich alt, der wird 3 Jahre alt. Und der mit seinem Freund hat er ein paar Tage gespielt. Und dann hat er abtratschen, hier so ein anderer Freund. Und krijgt er das auch. Und dann ging er los. Und schaut er meinen besten Freund wieder aus Oberla. Wir hatten einen Stab von Wartler reingeriemt. Und schaut dem Jungen hier an der Seite an. Wir kriegt mein Allah. Er hat sehr viel Fußball gespielt, eigentlich mein bester Freund von der Familie. Und der starb auch. Ja. Da hat ihm das Leben genommen. Als ich mein Vater fuhr, und dem das sieht, wie wir ungefähr 5 Kilometer auf, dann sagt er, das wusste ich, dass ich das nicht würde. Dann dachte ich, das ist die rechte Antwort für einer, der Lust von sich hält. Aber dann greift Gott an. Der hat mich gedragen. Das Erlebnis hat mich niemals so weit getan, als viele andere Erlebnisse in meinem Leben. Und ich zei daran, ja, Gott hat mich gehouden. Ich muss dann nicht die Knie rühren, wenn es wäre Indianer. Und man will sich eigentlich, die können auch Rache üben. So, man stellt endlich, ich wurde 2 Jahre weich sein von meiner Familie oder von der Knie. Und so will ich das entwickeln. Die Familie hat wie eine sehr gute Beziehung. Dem sind Vater wieder dabei. Und die sagt das alles. Und die sehen das nachher auch an alle Zeugnisse, alles was mit Polizei und alles zu tun hat. Die sehen immer, ist ein Accident. Er ist dabei. Ist ein Accident. Und dort nahmen die einmal Papiere ab. Das wird dann auch noch ein Jahr wieder ruhig. Und ich kom dann wat terug van de andere kolonie. En heb dan geproefd waar een Gesellschaft te komen. Vielleicht komen je damit nicht klar. Dat heeft een Gesellschaft eine ganz andere Wirkung, als wenn ein anderes Accident passiert. Wenn so erlebe ich das dann. Und dann noch, vielleicht wie ich saß die, dann heute eine Freundin, ein Mädchen. Und das Mädchen, weiß nicht, wäre vielleicht al ein Jahr top. Und dat eins dat mir, zij had nu een anderen. En dan weer dat mijn beste vriend. En dan weet ik ganz twee. Ja? En dan dacht ik zo, dat war für mich, dat het niet steht met mijn leven. En daar kwam bij mij dan een gedanke, en ik zei dat is van God. Die zette mij dan, die halb geen mens wordt, dem die een andere waarnemen kan. Nou, dat had ik nog niemals gedacht, nog niemals gewusst. Halt mich sehr viel. Er stand ein Messbild ab, analysisch, und wusste, okay, Gott, irgendwo ist Gott mit mir, der hält mich. Und das geht nicht viel durch, dann kam mir der Gedanke, und ich dachte, das wäre auch von Gott. Und dann sagte er zu mir, und du halbst auch keinem Wort. Und du, das eins, wo ich eine Freundin habe, und wo ich die dann eine andere entscheide. Wenn es dir vielleicht ferner sitzt, oder wenn es dir bitter ist. Und vielleicht 2 Jahre später, stelle ich das irgendwo klar, er sagt, ich wollte die in Partner geben, die Post. Und da, soviel als ich verstand dann, wie dat Gott sagt, ich will die nicht, dat geht hier nicht um, dat ein Mädchen besser ist als das andere, sondern dat geht darum, dass du einen Mensch hast, der die post. Und das hat mir im Leben sehr viel geholfen, wo der mir weiß, ich will die 4. Und ich will die dort geben, und du musst dich für dort entscheiden, was ich die weiß. Stützt ihr Lothar, wäre vielleicht 2 Jahre Lothar, heute sehr stolz, ich feil einmal war, ich sollte Bibelschule gehen. Und ich komme damit nicht klar. Ich habe Gottes Stamm nicht so direkt. Ich hatte aber diese Erlebnisse von Gedanken, wo ich meine, das hält mich im Leben. Das macht mich stolz. Das sind Erlebnisse, die mich praktisch ganz durchschmieden. Und dann kriege ich Gedanken, die mich aus abheben. Und dann werde ich mit das einmal abendol. Ich will niemals Gemeindearbeiter werden, wenn es das wäre von meiner Familie prägen. Das wäre das Letzte. Ja? Das wäre für die Menschen, die noch stehen wollen im Leben. Und wir wollen schaffen. Und das wäre mein Ziel. Ich will schaffen, und dann habe ich an den Jahren viel mit Gott geredet. Und habe einmal, der hielt mich und hat manchmal gesagt, ich will schaffen, ich will Geld machen. So viel als jetzt noch Prediger und Missionare in der Stadt, das ist sehr als jetzt. Aber ich will nicht den Wasch gehen. Ich will nicht. Dann wird manchmal 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate still und dann fängt das an. Na, viele Mal trägt dann die Hölle, raufgekropen in je Bett. Und dann hat gesagt, was ist das? Und was soll ich? Wies mich. Da sind viele Tickens gekommen, die ich dann schreie und dann nachher sage, vielleicht ist es mal bloß Zufall. Vielleicht ist es mal groß so passiert. Ich lebe, weil das wäre ein Wunder, aber das ist nicht. Und so habe ich am Dulje geschleppt. Und was wird das? Mein Leben
weer van Anfang an ziemlich schrot en ik moest met dit klarkomen. Later had je erkend dat deze erlebnissen, wo Gott gesagt hat, Marvin, ich sag mir für dich an, dass du wirst ein letztes Leben finden. Und dass das, was du von dir lebst, dass das durchgemacht wird. Sondern dass das kannst du leben, was ich von dir lebe. Und was ich sage. Und das steht in der Bibel. Das kannst du nicht in der Luft schreiben. Du kannst lesen, kannst studieren, wo andere Menschen die helfen, die mich verstehen. Und ich will die dafür ansetzen. Und dann habe ich Erlebnisse gehabt im Leben, die mich darauf treten deden. Und wo das einmal war kommt. Und wo Gott einmal sagt, das passiert dir. Und das lässt ich tun an dein Leben, omdat du stolz warst hier bent. En du bist einmal was schwach. Als ich dann Bibelschule, an der Bibelschule wieder ein paar Monate nachher musste ich Praktikum machen, ich musste dann Bibelstunde leiden mit Spanisch. Ich kann nicht Spanisch. Das ganze Studium fiel mir schwer. Und dann kam ich an eine Note nach. Ich hatte, als ich das Bibelschule anfangen wollte, sagte die mir, ich soll erst mal Sekundarjahrtein machen. Ich konnte das auch während der Bibelschule, im ersten paar Monate, aber das musste ich Tein machen, omdat ich wirklich eine Anerkennung kriege. Und sie wollten auch nicht Menschen, die nicht Sekundarjahrtein hatten. Und dann kommt das noch dazu. Dann fällt mir sehr schwer, wie ich anfangen, Bibelstudien zu machen. Ich kann nicht Spanisch, all die Abgaben, all die Bücher lesen, und heute noch niemals gesehen. Und dann kam ich an eine Note nach, einmal weiß ich, vielleicht einen Monat später, wo wir in der Bibelschule waren, jemand nur ein rechtlich in mir gestorben. Also sehr gerot, hat einen Kampf, eine Angst, mir war voll eine große Angst. Und dann sah ich in meine, auch ein Moviese, es war wenn mir Tasche nahm, ein Hüsschen. Es war aus Wertlichkeit. Und ich hatte wirklich Angst, ich sagte, ich will abgeben, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann fängt das einmal da an, ich fange an zu flattern und schmeißt mich schließlich auf mein Bad, hält mich so am Bad und flattert und hielt. Und einmal kam ich in Gedanken, sag Satan, go voet van hier, noem me Jezus. En hij chance het niet. En dat kwam allemaal weiter, en allemaal weiter. En ik wou me dat niet uit te spreken, want ik wist niet wat is dat, en had dat nog niemals gedaan. Maar wenn es de nood zo groot was, en zwar schreef ik dat uit. En dat weer alles stil. Er kwam vrede in mijn hart, en de kwam weer voorbij. En wat ik daar leerde, dat we een aanjager van Satan op te geven. Wat weet dat? Datzelfde wat ik in mijn leven allemaal had. Das ist nicht viel mit dir, du wirst es sowieso nicht schaffen. Ja, vielleicht ab, geh nach Hause. Du wirst es nicht schaffen. Ja. Da Plan Gott, was steht an mir an? Da ist das was. Und das was steht. Und das wird gerüttet. Als ich dann Bibelschule einhatte, wieder 5 Jahre später, möchte ich Ihnen auch vertellen, da wird das nochmal mit einer ganz anderen Herausforderung. Ich habe von einem 3. Jahr an beten und sagte Gott, wie werden dann all befreit? Und ich Bibelschule einhatte. Wat doe ik dan? Hoe wil ik schaffen? Hoe wil ik mijn loon verdienen? En dan zag ik einzige Schüler, die al 1 Jahr wieder waren, die hier de Bibelschule ab, die 1 Jahr uit, die wisten niet wat ze doen hadden. En wat voor een nood die manchmal erleefden, die hadden geen arbeid, die wilden endlich aan die mensen arbeiden, die mensen waren niet rijk. En een grote nood. En zei ik te God, du hast mir op, en zijn wij niet. En dat blijft ze. En in 4. Jahr, dat we al meeste eind, en dat kwam niks. En dan zitten we eenmaal een film van een Erwartungszeit von der, wäre dann, weiß nicht, wenn es 250 Jahre trägt, steht wie den Film in einer Klasse, und dann sagt Gott zu mir, da wird die Geschichte von 2 Jungs, die in Raub an eine Mission an. Dann sagt Gott zu mir, du jetzt trägst noch deine Gemeinde. Und da krieg ich ganz klar an Raub, das war da ganz klar, ich brauche nicht mehr zweifeln. Ich trage meine Gemeinde, was ich gerade lebt, was nicht passiert wird, wenn sie einmal mit spanischen Gemeinden geschafft in diesen Jahren. Und da dachte ich, wird Gott mich brücken wollen. Als das klar war, Friede, 100% klar. Ich weiß nicht, was ich tun würde, aber ich wusste, das war von Gott. Das war die Stamm, was ich einmal erlebt habe. Und nach 2 Tagen kam ein Mann, der Mission, die Gemeinde gegründet hat, kam zu mir und sagte, weißt du, da fehlt ein Pastor hier in der Gemeinde, in der spanischen Gemeinde. Weißt du das nicht übernehmen? Wir brücken dort dringend ein. Dann sagte er, ich habe das gewacht, ich war 1 Jahr alt. Und da kommt nichts. Und Gott hat mich nicht geraubt, in meine Haus, in meine Kolonie, und ich war da hängen. Dann sagte er, das geht nicht. Hier fehlen so viele Arbeiter. Und dort haben wir in ihrer deutschen Minute sehr viel Arbeiter. Ich habe das gewacht. Ich bete Gott einmal, wies mich. Und gaf mir die Klarheit. Und nu für 2 Tage. Als das passiert, nicht kommst du und fragst mich. Und ich will die aufsagen. Und da weet ein Mensch, wat ik helemaal niet weet, sicher. Ja?
Ganz klar. En dat zit me ook nog, een ervaren mens, hij was dan ganz jong. En die zei me, best, endlich best u vrij, dat u dit test, want dat fehlt hier zo zeer. En dan vertelde ik hem, red wie 2 stunden, en wo die met eens deed, ook on je tronen, zei hij, als hij God verstaan, hij zal teruggaan, en wanneer het met missie wat te doen heeft, dan zegt God mij, dan brukst u niet iemand heen die. Je brukst niet iemand die vertrouwt, en die du vertrouwt. Hoe je een channel. En dat we aan deze Bibelschuljaren, niet passiert, wenn we aan viele verschiedene iemanden arbeiten, en dan als uit de Bibelschule eruit wordt, had hij geen Beziehung wirklich zu den iemanden. Wenn es in seiner Familie abgewassen wird, wir hadden nicht, wir nicht dort recht pennen, das ist mit arbeiten. Dan zei hij tegen mij, maar wie man dat zo is, dan go. En ik had 7 iemanden sigeren, en ik had niemand iemanden heen aan mij. Bloos een organisatie, onze conferentie. Maar dat ik doe thuis weer, en mijn iemanden waar ik moet herkomen van de kolonie, hij weer dan van de kolonie Friesland daar. Dus ik had niemand kunnen aanvoeren en zei, we slacht me dat eentje, dat wordt me veel. En wanneer dat zo is, maar wie dan go. En dan staat ik die. Dat maakt me uit. Na 3 dagen kwam dan de missionsletter. En dat was dat een verzoek van. Vertrouw ik God dat hij met mij wordt gaan. En die was stotje. En die zette mij de best kans vrij. Du hast een Bibelschool. En was dort gaan en du weet niet meer hoe du arbeiten was. Du verstehst nicht, was Gott verheißt zu mir. Und ich denke, ich weiß ganz genau. Und die sagt er, die weiß mir, dass Gott sagt, wenn du mit wirst, ich will dich führen. Und das war ein Erlebnis, wo Gott mich stolz macht, wo Gott mich stonen lässt, und wenn ältere Menschen, erfahrenere Menschen sagen, du bist frei. Und das ist, wo ich möchte sagen, ich kriege mit dem Schrotzen. Wenn du abgewassen bist, en dan kent dat aan, ik weet wer du bist. Je hebt die Gott haben. Die wordt die vier. En wanneer zo'n Erlebnisse komen, wo die doorgeslagen wordt van mensen, dan roept Gott aan. En die wordt die leren afstaan. En ik heb manche Erlebnisse, wat je in de vertelt, en er zijn nog meerdere dazwischen. Wat ik verstehe is, Gott laat die toe, omdat hij mij stoot maken kan. En langheid te verstaan als schlechte Menschen. Ich habe mehrere von diesen Menschen, die mir das dort sehen, hat sehr gehasst. Nicht wie den Dall. Dass die nicht verstehen, was Gott mit mir fährt. Und Gott hat mir gewesen, nicht, vergeben, leben. Und er hat sie an die Schule, er hat sie die Lehrer. Und er wird die prägen, er wird die Steuer machen, er wird die ganz leicht machen. Und das ist, was er fährt. Und weil ich nicht sehe, würde ich nicht sagen wollen. Aber dass Gott mich stolz gemacht hat, das ist ganz klar. En dat wilde met die en dat wilde met mij. En dat is niet een vloeg, sondern een zijn. En alles wat die passiert, aan uitvorderingen, aan nood, aan desafiers, en die het met God is, dan word je stolz. Wenn die komt eruit. En laat die niet aan. Mensen niet vergeven, mensen hassen, wat is zijn, mensen slecht leren, über mensen slecht reden, nur reden, zelfs slecht über den reden, dat mijn slechte zaken die erleben, dat wieder vertellen. Dat is zeer schädlich. De Bibel redt van verleumdung en van falsche Nachrichten. Ja? En verleumdung is een deel daarbinnen. De mens heeft wat Schlechtes erlebt. En hij zei dat wieder. Hij heeft wat Schlechtes gedaan. Hij zei dat wieder. En dat is niet goed. En manchmal dürfen wir auch Sachen wieder sagen, was nicht mal passiert sind. Aber das ist wichtig, dass wir uns entscheiden, wie hart das Leben wird. Gott will sich wiesen und er will in unserem Leben wiesen, dass er der Herr ist. En dat hij wat zijn mannen en zijn vrouwen stoot mag. Ik mag nog bidden. Trouw God, ik dank die. Ik persoonlijk dank die van harte dat u leraar, Herr, God, Vader en zegenende Schöpfer bist. Dat u ons niet vervlucht is, maar dat u ons zegent van Anfang an. Und du hast viele andere verflucht und durchgeschlagen, omdat wir geraten worden. Und so hast du auch selbst dienen sehen gegeben. Von dem wie Mario auch waren, wir hier. Damit alle Last ab dem Fall und das nicht anstraf, wenn du wirst ansehen. Und lass uns wieder verstehen, was Fluch in der Bibel ist. Und ganz besonders spät darum, dass du uns das liest. Dass das ab unsere Sünde kommt und nicht ab unsere Menschheit.
wenn du wirst raden. Aber alle deze geen die wanden worden die je recht erleven. Bij die voordag dat u zijn uitspreekt en ons geloven schijnt. En besonders ook deze mensen in deze groep. Dat we zijn als worden. Voor de ganze eind wo die ons aanviert. En wo we leven. En wanneer we kämpfen daar kunnen. Bitte. Schijnt ons de genade dat we erkennen dat u daaraan beteiligt bent. Om ons stootje te maken. En stootje. En op te richten. En te lichten en te zaten in deze wereld. Wenn sie erst nicht licht. En wanneer we dagen. Dan is het licht. En wanneer we dat zalt zijn. Wanneer we rein zijn. Dan is het schijnend zalt. En wanneer we ries worden. Dan verlässt deze wereld. En je smaak. En licht. En kracht. En help. Bitte recht u ons op. En zo schijnt dat in de ganze wereld. Alle die zich te die bekennen. Dat we aanbeders worden. En die loven, prijzen en die eren. Omdat du die wijzen kannst. En dat andere veldje, andere mensen die nog niet kennen. Die aanroepen en ook die aanbidden. En Jezus Christus bid wie dat. En danken en loven, prijzen die. Dat u aan ons schoffen is. Wens wie brokken recht doen. Amen.